Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee. Und stirbt fast bei Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Ja, das hat sich sofort jetzt ergeben hier. Kaum habe ich gestartet, geht's wieder los. Die Chloe hat's zerlegt, glaube ich. So wie den Typ gleich. Ah, Mann. Okay, die Chloe hat's nochmal zerlegt. Ich habe keine Munition mehr. Zack. Die Chloe zerlegt's mehrfach. Und ich habe keine Munition mehr übrig. Und es tun halt noch theatralisch dazu. Ich muss noch gerade Munition sammeln, Jungs. Nehmen wir es noch nicht übel. Aber ich muss gerade nur... ich wollte nur die M4-Munition, du Dappschädel. Hey, lass mich doch in Ruhe, Kerl. Ich will dir doch nix. Du greifst mich doch an. So, einer weniger. Mann, das sind aber hartnäckige Knödel hier. Nein. Ach, Mann. Okay, dann nochmal von hier aus. Nee, ich nehme doch die Armbrust. Ah, da sind sie wieder. Die gehen gerade zurück. Hallo. Da sind sie. Entspann dich. Entspann dich. So, wer hat das gemacht? Entspann dich. Käfer, die dicke Kerle. Nämlich die Armbrust. Da ersparen wir uns mal viel Leid. Was denn da hin? Hätte ich auch ganz gerne größeres Kaliber. So, kann die Granate ruhig hochgehen. Annie spare ich mal noch für der Affekönig. Wenn die wieder auftauchen. Okay. Gut, das war I Shoot Your Face. Das hat gut geklappt. Und noch einmal. Jetzt. Oh, der Kater hat gerade genießt im Hintergrund, falls ihr das gehört habt. Nee. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie viel von euch gibt's dann? Huah. Silberschuss habe ich noch. Hopp. Hier schieße ich auch noch der Wärsching runter. Manometer. Machen wir mal was. Ich suche gerade Munition. Herr Uff. Denn Ferz. Ach Gott, der Nate, wie er drauf geht und einen Genickzwirbler erstmal macht. Ach du Scheiße. Gesundheit, Hugo. Kater hat nochmal genießt. Der ist sich gerade auch ganz theatralisch zu einem Gewitter am Putze hier. Und du scheinst ihn wohl mit seiner eigenen Haar gejuckt zu haben, der Kleiner. Da haben wir noch eine... Oh, die könnte auch praktisch sein. Die könnte auch sehr praktisch sein, glaube ich. Wenn immer so King of the Jungles kommen, dann könnte das nicht schlecht sein. Oder so. Okay. Ich glaube, ich behalte das Kaliber erstmal, weil so schlecht ist das definitiv nicht. Und da kommen ja auch ein paar fettere Gegner wieder. Batsch. So. Batsch. Batsch. Weil es so schön knallt. Okay. Was gibt's nur so saublöd zu lachen, du Arsch? Nochmal zurück. Ah, der hat auch einen Mosshammer, deswegen lacht er so saublöd. Naja. Aber wer zuletzt lacht und so. Sehr schön. Ah, der hatte Dragoon-Präzisionsgewehr gehabt und der wieder M4. Alles klar. Super Sach. Also wieder hoch mit uns. Schleppt dein Kadaver wieder hoch, Nate. Und da gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja, den habe ich schon erledigt gehabt. Müssen wir wohl hier aufs Brückler. Also hoch. Und vom Brickel aus... Ja, vom Brickel aus. Ah ne, Quatsch, da hinten. Da können wir hochkraxeln. Also machen wir das auch glatt. Zack und zack und zack. Und ein Dragoon-Präzisionsgewehr. Okay. Okay, da kommt er jetzt auch nicht hoch. Bumbi, bumbi, bum. Da vielleicht. Oder einfach durchs Fenster. Nee, durchs Fenster kommt er auch nicht. Das kann der nicht.
Dann sollte man wohl hier runter. Zack. Okay, das sieht doch eher noch was aus wieder. Ui. Bumm. Bumm. Sehr schön. Bumm. So machen wir das. Und nicht anascht. Ich hätte aber ganz gern wieder Pistole-Munition. Das wäre auch nicht verkehrt. Wie machen wir dann das jetzt? Ach ja, okay, da müssen wir schieben. Denke ich doch mal, ja. Und hoch. Yo. Da nehmen wir natürlich die Reporterin dafür. Die Abenteurerin ist dafür nämlich nicht gut genug durchtrainiert. Da brauchen wir Andy mit Bürojob dafür. Und ja, die Logik wüsste ich als mal ganz gern, ohne Scheiß. Eieiei. Okay, hier aber ist auch nichts mehr, was man halt eine Eissacke kennen. Nur noch 2 Mosshammer-Granate drin. Das wird etwas schwierig, glaube ich, so. Aber die Kaliber sind schon mal die richtige, falls die Affekönige wieder angetanzt kommen. Geil. Ja, leck mich fett, guck euch das mal an. Ist das geil oder nicht? Boah. Also Shambhala erinnert mich definitiv ein bisschen an Angkor Wat, muss ich sagen. Das hätten sie wahrscheinlich auch als Vorbild irgendwie genommen. Könnte ich mir vorstellen. Weil Angkor Wat war ja auch eher eine Tempelanlage. Als wirklich eine große Wirtschaftsstadt oder ähnliches. Und das passt irgendwie. Weil Shambhala wird wohl eher so eine Tempelstadt und religiöses Zentrum gewesen sei. Ja, lassen wir erstmal die. Lassen wir erstmal die gegeneinander, bevor wir uns einmischen. Steht Sache, die Affenmenschen, die schaffen das schneller. Und wenn der Affentanz erledigt ist, dann schnappen wir uns, was übrig ist. Okay, die mit ihrer fette Gau, die schaffen es tatsächlich, die runter zu schießen. Also gegen die Space Marines kommen die auch nicht an. Aber unser Leute schießen schon. Das ist natürlich blöd jetzt. Hallo, Bandana Man aus der Nähe. So, die mache ich ja gern aus der Nähe fertig, Bandana Man. Zack. Jo, alles klar. Oh, da kommt so ein Fettsack. Das war's mit dem Fettsack. Was haben wir da noch Schönes an Kaliber? Nur SAS. Okay, dann mache ich das Space Marine erstmal platt, glaube ich. Das ist immer das Beste, wenn man die vorher fertig macht. Der Bandana Man hat so eine gehabt, die nehme ich auch ganz gerne erst einmal. Aber ja. Zack. Ja, hopp. Okay, Sackgesicht ist wieder tot. Okay. So geht es auch. Ich schnapp mal doch gerade mal die Armbrüstler. Und mach dort mit ein bisschen Rambazamba. So, okay. Für Rambazamba eignen die sich nämlich hervorragend, die Dinger. 20 Eliminierungen mit der Armbrust. Sehr geil. Ja. Da haben wir noch irgendwo Munition. Ah ja. So ein Affenkönig ist auch noch am Leben, merke ich. Ah, da ist er. Zack. Alles klar. Kreisch nicht so blöd. Und dazu die Dschungelkönig-Musik noch. Was sind sie dann? Ich glaube, müsste noch was sein. Ah ja, da ist er. Komm her, King Louis. So. Okay, der Tarzan. Tarzan kommt jetzt auch dazu. Der Tarzan ist der mit der Schleuder. Wo ist er dann? Da ist er. Das frage ich mich auch, wo die als herkommen. Wo kommt denn der plötzlich her? Kunzutsche! Alles klar. Hör auf. Auf mein Vater zu attackieren, du Ding. Manometer.
Also bei den Frauen, wenn ich mich entscheiden kann am Schluss, dann würde ich doch nicht die Chloe wählen. Die ist zwar abenteuerlustig und alles, aber nee, dann nehme ich doch lieber mal Blondie Elena aus dem ersten Teil noch. Die ist mir doch etwas zuverlässiger. Und die bescheißt mich wahrscheinlich auch nicht für der nächste Goldklumpe, der da steht. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier an Munition? Weil Armbrust ist schon etwas erbärmlich. Und mit sowas will ich erst gar nicht anfangen. Und nur Panzerfaust, wie viel Munition ist dann in der Panzerfaust? 3. Okay, dann nehmen wir die Panzerfaust erst einmal mit. Da geht es nirgendwo hier, wo wichtig wäre. Warum auch immer die Knechte hier rauskommen sind. Die werden wahrscheinlich auch irgendeinen besonderen Zugang dafür gefunden haben. Wer weiß der Teufel mal wieder. Okay. Von der haben wir wenigstens jetzt auch noch was. Es ist zwar nicht die Pistole, die ich bevorzuge, aber ich brauche definitiv auch wieder mal Pistole-Munition. Wenn ich gut wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch mit der Umgebung ein bisschen mehr zusammenarbeiten und dann so Späße mache, wie ich schieße mal hier auf den Knoten, beziehungsweise ich lock die mal hierher, dann schieße ich mal hier so, zack, auf den... Oh, okay, das hat eh nichts gebracht. Na gut, dann hätte ich halt nicht so Späße gemacht. Aber hier hätte ich doch so Späße machen können. Weil die Harzexplosionen sind doch eine Nummer härter, als das eine Granat ist, wenn das sogar die Affenköpfe killt. Ich sag schon gar nicht mehr Yeti dazu, ich nenne die einfach nur nach Affenkopf, glaube ich. Es passt auch irgendwie sehr gut, wie ich finde. Na gut, dann gehen wir da hoch, wo die herkommen sind. Scheint ja auch mehr als genug von denen zu geben. Was ich auch wieder sehr mysteriös finde. Ob das vielleicht auch Leute sind, die von dem Shintamani-Stein verformt worden sind, stärker gemacht worden sind. Versuchen wir es oben. Das wüsste ich dann auch mal ganz gern. Aber ich denke mal, das wird aufgeklärt, sobald wir beim Shintamani-Stein angekommen sind. Und das wird ja wohl auch hier ihr höchster Tempel sein. Wenn das auch der Haupttempel ist, wo der Stein aufbewahrt ist, wird es wohl auch hier ihr Hauptheimatstadt sein. Vermute ich jetzt einfach mal so ganz grob. Zumindest wären sie dort, was weiß ich, Arbeiter. Nennen wir es mal Arbeiter. Auf jeden Fall stecken die jede Menge Ei, also mit einem Messer im Ranze gehen die noch lang nicht heim. Die brauchen schon ein bisschen mehr. Die brauchen Granate, um angekratzt zu werden. Das ist schon ziemlich heftig da mit den Knaber. Aber Armbrust gibt natürlich einen Instant-Kill. Den mich interessiert, ob das beim Dragoon Präzisionsgewehr auch so ist. Das ist übrigens eine Anlehnung an die Dragunov. Das ist ein russisches Scharfschützegewehr. Und ganz oben wird wahrscheinlich wieder was kommen, wie ich mir's gedacht habe. Da ist er. Der Shintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate. Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Lazarevich. Er will auch zu dem Baum. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Lazarevich will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und es rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarevich vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst.
Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hä? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarevich. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Nein. Scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Haltet Lazarevich auf. Geht jetzt. Vergiss es. Na los. Scheiße. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, dann. Lazarevich. Scheiße, hoch, guck mal an, ich hätte den Raum nochmal ganz gern angeguckt. Hier rausschaffen. Ich mach den Weg frei. Okay. Auf die Nathan Drake Art. Ja, schade, ich hätte mir den Shintamani-Stein auch nochmal sehr gern angeguckt, um ehrlich zu sein. Der sah richtig geil aus. Aber klar, das ist dann so blaues Harz gewesen. Und das ist dann so Bernsteinwoche. Blauer Bernstein. Das ist natürlich auch sehr geil. Und wie die Yetis entstanden sind, wissen wir jetzt eigentlich auch mehr oder weniger. Die Leute haben sich dann Harz reingeknuspert und sind dann zu solche Freakos mutiert. Vorsicht. Okay, noch ein kleines Stück. Genau so. Kriegen Besuch. Natürlich. Warten, Moment. Sehr schön, meine Pistole ist wieder da. Moment. Quatsch. Und die Eumel da hinten, die kriege ich auch noch. Okay. Habe ich irgendwas? Oh ne, ich habe nicht wirklich viel ausrichten können. Das ist doof. Das heißt, ich hole mal mein Präzisionsgewehr wieder. Und schalte die zwei Fette mehr oder weniger aus. In dem Fall leider weniger. Einer ist kaputt. Das Zweite kriegen wir auch noch hier. Oh. Hab auch schon lange nicht mehr die Schrotflint verwendet. Wird offensichtlich auch mal wieder Zeit, dass ich das Ding verwende. So. Alles klar? Na los, hier rüber. Gut, sammeln wir mal wieder ein bisschen mehr Flinte-Munition ein. Wohl da wieder Dragoon. Schaffst das. Ein großer Schritt. Okay, Da ist jetzt nur noch warten. Hier Ends drin. Nee, vergiss es. Ach Gott, aber Lebensbäume und so, die kommen halt auch in sehr viele Kulturen auf. Auch in Assyrien und in Babylonien gibt es so einen Lebensbaum. Das ist, ach, bei der Ägypter gab es sowas. Also Lebensbaum, das ist durchaus ein sehr, sehr altes Motiv, was in verschiedenste Kulturen vorkommt. Obwohl der Lebensbaum natürlich richtig geil gemacht ist. Der erinnert ein bisschen an den Endebaum, der in Brasilien ist das, glaube ich, über 10 Fußballfelder lang Das wächst war der letzte. und wie ein Wald aussieht. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Hä? nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähle auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nathan, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wag dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazarevich und seine Armee wirklich verwandeln kann. Tu es bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Na, die aufzuhalten ist doch einfach. Brauchst nur Armbrust.
Baum des Lebens, 26. Kapitel. Ja, an sich ist es doch recht easy. Ich meine, wir haben jetzt rausgefunden, dass man die Wächterlakaie fertig kriegt, indem man sie mit Armbrüste abschießt. Die haben dann zwar affenartige Moves drauf und sind unglaublich stark und leben anscheinend nur von Luft und Liebe in Shambhala. Aber so eine Armee kriegst du locker fertig mit einer Pumpgun, die Lazarevich gehört. Oder du kriegst sie locker platt mit Armbrüste. Also so die tolle Armee ist es jetzt auch nicht. Sind zwar ein bisschen stärker als Durchschnittsmensch, aber platt kriegst du auf jeden Fall. Und er selber, naja, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt vorhat, sich hier 20 Kilo Harz injizieren zu lassen, direkt intravenös, und ob der sich dann auch nur 10 Kilo Harz hinterher reinzwitschert, direkt oral. Aber, naja, ob das ihn unsterblich macht, das wird sich zeigen. Also im Endeffekt war es immer das Harz, könnte man sagen. Es war von Anfang an immer das Harz, was man so schön verbrennt hat und was so schön blau verbrennt ist. Das war von Anfang an die Geheimzutat. Ah, das wird die Harzquelle sein dann. Njam, njam. Gute. Ist ja ganze Narbe gehen anscheinend jetzt weg. Jetzt ist er geheilt. Das könnte man in der Medizin gebrauchen, das Harz. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Er gehört mir. Sorry, Kumpel. Du bist nicht mein Typ. Ich glaube, der steht wieder auf. Ja, da hätte es denn gekennen. Nein, 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 das ist unmöglich. Scheiße. So könnte man das auch sagen, ja. Aha. Ich glaube, ich habe Ahnung. Ich glaube, ich muss das so machen, dass ich dann jeweils da an die Punkte lock. Und dann muss ich ihn wahrscheinlich hier jedes Mal abknallen, wenn er da ist. Dann müsste er geschwächt genug sein. Okay. Oh. Quatsch. Das sind aber Idioten. Dreck. Ja, genau. Großer Dreck. Okay, du will er nicht her. Lass doch los, du Blödi. Nein. Hoch mit dir. Toll, sehr klug. Ja, genau. Mann. Drake. Drake. Ja, ich gebe mein Bestes. Du musst nur an dich selbst glauben. Okay, das hat noch gerade so geklappt. Bevor er mich mit seiner Super Pumpgun erwischt hat. Ah, wo ist er wieder? Kann ich dich auch so erwischen? Und so nebenbei mal. Jetzt kommt wieder ein bisschen Würge-Action. Zack. Ja, war nicht schlecht, aber hätte ich mal von jemand anderem als dir erwartet. Ach du Scheiße. Da kommt er wieder angesprungen, der Affekopf. Mist, das war jetzt eine Ladung vergeudet. Ja, viel Spaß dabei.
Hazarewitsch. Den Schicksal nicht im Weg stehen. Oh je. Tja, dann komm mal her, Hazarewitsch. Dich mache ich fertig. Wo bist du dann? Harzi. Ah, du bist. Viel Spaß. Wenn du auch so blöd bist, jedes Mal zu deiner Harzklumpe zu gehen. Och, du habe ich auch nie parat. Dreck. Jupp, er ist ja nicht mal dazu gekommen, sei Leute in Handlanger, in solche Wächterhandlanger zu verwandeln. Hat er sich gerade eben selber erwischt, der Blödmann? Okay. Na gut. Hoppla. Ja, ich nehme mal die Munition noch mit. Glücklicherweise haben sie Handlanger mehr als genug Munition gelost. Das war praktisch, bevor die Granate hochgegangen sind, habe ich noch erwischen können. Das war jetzt schlecht animiert. Er wollte eigentlich Schrei, aber es kam kein Schrei gerade raus. Eieieiei. Jetzt gibt's nur so Plärrer. Würgeli, Dürgeli. Mann. War's das? Bin ich jetzt tot, oder? Ah, noch lebe ich. Noch lebe ich. Oh Gott, wie er mit sich Granate schmeißt, der Übertreiber. Man kann's auch echt übertreiben, Lazarewitsch. Da. Nein. Ja, Mann. Ohne sein Narbe sieht er jetzt auch nicht gerade wie Geschenner aus, muss ich auch mal dazu sagen. Okay. Wieso sterbt ihr nicht? Jetzt haben wir es endlich. Ja, jetzt holt er sich mehr Glucker. Lazarewitsch! Du denkst, ich bin ein Monster. Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Tu es! Nein. Du hast nicht den Willen. Ich vielleicht nicht. Die aber schon. Und das ist auch definitiv grausamer, als eine Kugel in den Kopf zu kriegen. So ein Mist. Oh, ja, soll ich jetzt mal rennen? Jups. Oh, und weiter geht's. Aber ja, auf der Endeseite, der logistische Nutzer kann ich schon nachvollziehen. Warum muss ich den Lazarewitsch abmurksen, wenn da sowieso schon welche hinten dran sind, die das machen? Und die auch sehr motiviert bei der Sache sind. Da muss ich das nicht machen. Und ja, ich glaube, seit dem Frühstück hat er wahrscheinlich auch schon 70 Handlanger abgemurkst, wenn nicht sogar noch mehr. Ich lebe noch, okay. Super. Okay, jetzt ist der Weg zum Baum des Lebens aber auch fort. Also da kommst du jetzt auch nicht mehr hier ohne Klettertour. Oh nee, da steht einer auf. Hinter dir! Ich glaube, ich schieße eher auf sie. Boah, Mann. Gesagt. Na los, wir müssen sie hier rausschaffen. Auf geht's. Na los, Schätzchen. Ach du Scheiße. Da
dass die mal alles zerstören müssen und nicht mal ein Handyfoto als Doku gemacht. Ach nur, die Welt gerettet. Na toll. Hast du sie? Es dauert zu lange. Auf geht's. Du könntest ja gerade kotzen, da sind sie bei so einem historischen Ort gelandet und zerstören alles, ohne dass sie mal vorher Doku, Foto mit dem Handy oder was gemacht hätten, um wenigstens zu beweisen, ich war in Shambhala und es sah so aus. Nein. Elena, komm schon, okay? Hauptsache alles Komm schon. kaputt gemacht wieder. Los, bleib bei uns. Es wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon. Elena. Komm schon, Süße. Jetzt sind wir wieder beim Dorf vom Tenzin. Ich hoffe, er segnet die Elena jetzt nicht aus. Dass er es überlebt hat. 트레클라 셰프 캐나라 가부치 그래. Tschukchichi. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir. Nee. Du, sag mal, Nate, Was? liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Ah, sie hat's überlebt. Und das Sully ist auch dabei wieder. Chloe. Nein. Ich gehe dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Bisschen, ja. Hier ist ein Regenbogen, sehe ich. Ah, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also kein Riesensaphir. Noch einmal nein. Bist du dir da sicher? Ja, Es ist nur eine Metapher, Sully. Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. Wo ist Chloe hin? Bis später. oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sully. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4? 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, Ja, oder? die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns? Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot. Nein, du dachtest, ich sei tot. Nein, Und ob das nein. stimmt. Ich hab wusste, deine es wird Tränen gut. gesehen. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst Ich hab's bewusstlos gesehen. und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Eine 4. Gibt also großartiges Ehepaar ab. Und was als nächstes kommt, ich die Sache, wir gehen erstmal in die Wirtschaft, cappen ein gutes Treppel Rotwein, essen eine Schlachtblatt und singen Ole Rot-Weiß, so läuft die Geschichte. Trophäe erhalten, in Kupfer, Schatz gehoben, einfach. Yo, das war's jetzt, ihr liebe Leute. Das war Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Mein Resümee ist eigentlich, dass
das Spiel doch ein bisschen geiler war als Uncharted 1. Die haben hier nochmal ein bisschen mehr an die Dynamik gedreht, man konnte ein bisschen mehr rumspringen, man konnte etwas gechillter durch die Gegend gehen, man hat ein paar andere Waffen noch dabei gehabt. Es war wieder eine sehr coole Geschichte. Ich persönlich fand die Geschichte hier geiler gemacht und geiler animiert als in Uncharted 1. Es waren mehr Leute beteiligt, man hat wieder mehr Leute kennengelernt. Der Flynn war eigentlich auch ein cooler zweiter Bösewicht. Der Lazarevich war so ein richtig schöner, mieser Hauptbösewicht. Und Shambhala selber als Ziel der Begierde war ach sehr geil, wie ich fand. Und auch gerade die Erklärung, dass dieser Shintamani-Stein eben doch kein Riese Saphir ist, sondern Harz vom Baum des Lebens und so im Endeffekt aufgeklärt wird, hey, am Anfang hast du schon das Harz gehabt und es geht immer um dieses Harz zum Baum des Lebens. Steve Valentine, habe ich gerade gesehen, spricht eigentlich der Flynn. Muss ich mal gucken, ob das wirklich auch der Joel ist, aber ich glaube nicht. Jo, ansonsten, es war sehr geil gemacht, es hat mal Spaß gemacht, es hat mal mehr Spaß gemacht als der Enser. Also man hat schon eine klare Entwicklung gesehen, aber wie ich anfangs gesagt habe, ob man so Entwicklung sieht wie zwischen Assassin's Creed 1 und 2, die habe ich persönlich jetzt noch nicht so gesehen. Es wird sich zeigen, wie dann der dritte sein wird. Ich gehe jetzt einmal kurz hier raus. Und ich persönlich muss sagen, es war ein sehr amüsantes Let's Play für mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schön gemacht. Und jo, da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zur Sache. Muss gerade mal gucken. Ne, Moment. Ich überlege gerade, wie ich da wieder ins Hauptmenü reinkomme. Über Start auf jeden Fall nicht. Ja, es hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch den Weg mit euch gehen konnte. Und wir sehen uns dann morgen direkt zu Let's Play Uncharted 3. Ich glaube, Drake's Deception heißt's. Pelzig. Und den Weg werden wir gemeinsam gehen und ich freue mich schon tierisch drauf und was ihr dazu sagen zu einer weiteren Abenteuerreise mit Yankee. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen zum dritten Teil von Uncharted. Iron Yankee.